Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Black Ops 2 Commentary Match. Heute geht's mal ein bisschen um die Sachen, die mich scheiße dumm aufregen. Es wird zwar kein Hate-Play, ne? Das ist jetzt halt bloß in Medal of Honor, Warfighter so, aber es gibt halt so Sachen, die einen echt, ja, ein bisschen stören anfangs und dann echt, da geht's aus, ne? Ja, es ist sau nervig, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video anschauen will auf YouTube und dann kommt Werbung davor. Gut, also ich denke mal, das ist ein klarer Vorgang. Man schaut die Werbung an, 5 Sekunden, dann drückt man sie weg. Kein Ding, kennt jeder. Damit ist der Käse dann gestrickt und das passt. Ja, hahaha, nicht aber so auf anderen, ach fick dich doch, Sachen, die einem passieren können. Zum Beispiel, man surft im Internet mit so einem Surfbrett, ist ja klar, ne? Also da hat man so ein Surfbrett, aber ne, so ein großes nicht, weil sonst geht ja der PC kaputt, weil das mache ich auch nicht mit dem großen. Da gibt es extra so ganz kleine Surfbretter, ja? Aber mit denen kann ich es nicht so gut und deswegen nehme ich immer die großen, aber ist ja wurscht, ja? Ja, frei, spontanoniert. Spontanoniert, hey, sehr schönes neues Wort. Und dann habe ich halt heute irgendwie so gefühlte 30 Seiten offen gehabt und dann kommt von irgendwo, hello, meine Pizza ist fertig, am besten hole ich sie mir jetzt ab. Und dann war da so eine so verschissene, drecksverkackte, scheißdumme Fick-Werbung und die wollten mir dann sagen, dass ich bei denen gefälligst Pizza kaufen soll. Ich hatte aber keine verschissene Lust auf diese Scheiß-Pizza und ich war merklich genervt. Und ich wusste halt echt nicht, wo dieses Scheißding herkam. Und ich hatte halt echt einige Seiten auf und ich wusste halt nicht, wo es herkommt. Deswegen konnte ich es auch nicht schließen. Und alle 2 Sekunden, ding dong, hallo, meine Pizza ist fertig. Yeah, easy, ist noch warm. Ja, wie soll sie denn sonst sein, die Pizza? Soll sie kalt sein? Soll sie alt und scheiße sein und mit Schnecken drauf oder was? Ja, du dummes Arschloch. Welcher dumme Sack macht denn die Werbungen heutzutage? Meine Pizza ist fertig. Am besten hole ich sie jetzt ab. Nee, eigentlich ganz unrealistisch. Ich würde sagen, hey, meine Pizza ist fertig. Am besten lasse ich sie draußen, what the fuck? Am besten lasse ich sie draußen 15 Minuten stehen, weil das so geil ist und dann ist sie schön kalt, dann ist der Pizzamann auch weg und meine Pizza dazu, weil sie eh scheiße schmeckt. Ja, leck mich doch. Was ist das denn für eine unlogische, Scheiße von den Idioten, die einige Scheiß-Werbungen machen. Es gibt Werbungen, die sind lustig. Dann gibt es aber auch Werbungen, die sind scheiße dumm und unlustig. Wie zum Beispiel Pizza-Werbung. Wie zum Beispiel andere Werbungen, die dann irgendwie, ja, genau, gutes Beispiel, ja, da haben wir schon wieder ein neues Beispiel, es ist ja jetzt so, ich habe von meinem Kumpel, wusste ich gehört davon, weil ich schaue kein Fernsehen seit jetzt 2 Jahren, zum Glück nicht, weil da kommt eh bloß Scheiße. Und, fuck you, mein Gott, beweg dich einen Schritt schneller, du Affe. Und, da gab es eben eine Werbung, wo halt Prominente in das Haus von Menschen gehen und dann Sachen klauen, also einfach mitnehmen. Und dann sagen sie, wären sie nicht auch gegen wären sie nicht auch gegen Urheberrechtsschützung oder so eine scheiße dumme Sache halt? Fick dich! Hey, und irgendwie so, was ist denn das? Der klaut ja meine Sachen! Und jetzt sagt ja eine, ja, aber du klaust ihm ja seine Sachen, ja, die er produziert hat, in seinem Schweiß des Angesichts. Wenn eine dann singt, oh, Tochter, Tochter, ins Mikrofon 10 Minuten, das finde ich nicht so interessant oder irgendwie arbeitswert. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, ja, sie wären auch dagegen, wenn man ihre Sachen klaut. Ja, aber dann Dreck, ja, ein Scheißdreck. So sinnlos dumm die Werbung, finde ich. Sie würden kein Auto runterladen. Doch, würde ich, wenn ich's könnte. Meine Fresse. Also, so eine Dummheit, oder? Ist doch nicht zu glauben. Sind wir doch mal ehrlich, ja? Also, wenn man Auto runterladen könnte, dann würden es auch alle machen. Ja, weil es billiger wäre und weil es schneller wäre, ja? Ist doch ganz klar. Oder, sie würden auch kein Geld runterladen. Gib mir die Seite, dann... Ja, dann ist es schon runtergeladen. Der erste Stapel Tausender. Ja, mein Gott. Aber so eine scheiße dumme Werbung. Also,
es ist ja so, der Star macht die CD und bekommt halt dann am meisten mit seinen Live-Auftritte und Konzerte und so ein Scheiß bekommt er Geld. Von dem Geld, die an die CDs verkauft werden, das sieht er eigentlich gar nicht so viel. Also eigentlich wirklich fast gar nicht. Gar nichts. Und, oh, die Granate fliegt genau neben seinen Scheißschädel. Aber wurscht, ne, ist ja ein lustiges Spiel heute. Und, das ist ja auch so schön, dass dann irgendwie, ja, und Mega-Upload ist böse. Also ich finde ja das eh zum Kotzen, die ganze Scheiße. Also, wie blöd kann man da sein? Ja, wir haben hier einen Mörder und einen, der Sachen hochlädt. Ja, der hat neulich ein Lied hochgeladen, ein Weihnachtssong für deine, oder runtergeladen für seine Tochter. Sperren wir den Typen ein? Ja, und was ist jetzt mit dem Typen, der jetzt hier 30 Menschen zerfleischt und gegessen und das Essen an ihre Verwandten geschickt hat, dass es die zum Weihnachtsschmaus essen? Ja, mit dem müssen wir halt warten. Das ist jetzt, der andere hat jetzt schon Priorität. Also der, wo ein Lied runterlädt für seine kleine Tochter zu Weihnachten, nee, den müssen wir wegschachteln. Das ist eine kriminelle Sau. Das ist so ein böses, verbrecherisches, das war jetzt Französisch gemischt mit Russisch. Das war jetzt so eine Drecksau, ein böses, kriminelles Individuum, das können wir nicht frei rumlaufen. Das lädt ja nächstes Weihnachten nochmal einen Song runter. Ja, dann haben wir das Schichtel im Schachtel, oder? Ja, dann haben wir doch die Scheiße am Dampfen. Dann dampft sie so viel wie ein Dampflaster, der dampft. Ja, was leben wir denn bitte? Leben wir in einer Gesellschaft, die scheiße dumm ist, oder was? Also, so viel zu, sanfte Strafen für Verbrecher, die wirklich Scheiße bauen, die wirklich was Schlimmes machen und nicht irgendwie ein Lied runterladen oder so. Das finde ich nicht so schlimm. Also, man darf es nicht machen, ist klar. Also, ich unterstütze jetzt niemanden, der jetzt Sachen runterlädt. Nee, da bin ich auch dagegen. Ich kaufe auch alle meine Spiele. Ja, ich lade mir Black Ops 2 nicht runter und spiele dann irgendwie online. Ne, das geht ja nicht, ne? Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne mich da nicht aus, ne? Zwinker. Aber, ja, dann lädt einer einen Song runter und der andere bringt 5 Kinder um und die nächsten 7, die schickt dann eBay rein zum Verkaufen und, dann gibt's einen, der raucht Dope oder der raucht Marihuana. Oh nein, der raucht Marihuana. Weg mit dem bösen Gesindel. Ja, scheiß ihn doch an, mein Gott, soll er's halt rauchen? Tut das wem weh? Nein! Meine Fresse, dann sollten sie mal andere Sachen verbieten, die wirklich schlimm sind, ja? Und nicht so eine Scheiße. Ich könnte mich sowieso bloß aufregen, hey. Redet da gerade wer? Weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Oh, MP7 wieder, der Checker, ja? Der MP7-Checker oder was? Oh, ich könnte mich so aufregen über alles, hey. Das ist ja der Wahnsinn. Ich könnte mich so aufregen, könnte ich mich. Aber Mai, oh Mai, oh Mai, hey, da 74 haben wir verloren, die anderen 75, ja, ist mir wurscht, ja, das ist mir wurscht, aber was wirklich wichtig ist, ja, ne, das wird ignoriert, ja, und dann regen sich so scheiße dumme Menschen auf, hier in Gaybook, der Burger wird 50 Cent teurer, der Cheesy Burger, oh, was ist denn jetzt als Cheesy Burger, jetzt wird der Cheesy Burger teurer, ja, scheiß doch die Wand an, ja, ist mir das wurscht, ja, Dreck, ist mir das wurscht, wie viel so ein scheiß Drecks Kack Cheesy Burger kostet oder was? Oder ist mir das wurscht, die Scheiße, oh mein Gott sei. Und dann ernste Themen. Ja, der hat Kinder vergewaltigt. Ach, der kommt wieder frei nach einem halben Jahr. Der ist gehalten. Nee, der macht sowas nicht mehr. Nee. Ja, meine Fresse. Ah, ich könnte mich so auskotzen, hey. Mach ich, glaube ich mal. Ich kotz mich jetzt aus. Das ist ein Wortspiel geklaut vom Fluppy. Tut mir leid, aber ausgekotzt heute hier. Meine Fresse. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, ihr wunderschönen Menschen. Mir steht da die Spucke schon bis zur Nase hoch, weil ich ja einfach nicht atme. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Schreibt mir eure Hassthemen in die Kommentare. Bis zum nächsten Hateplay. Es ist doch ein Hateplay geworden. Überraschung, Überraschung. Ja? Ja? Ja, gut, dann schreibt mir eure Themen, die euch aufregen, in die Kommentare und ich behandle sie nächstes Mal und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön, c'est la vie, Mercedes und ciao, ne?